jeder Christ soll ein Gesendeter sein und jeder Gesendete ein Gemeindegründer und jede Gemeinde soll zu einer Bewegung werden. Es ist immer besonders schön, Leute hier im Haus zu haben, bei LiveNet, die den Missionsbefehl versuchen zu leben, umzusetzen und einfach sagen von sich selber, sie seien Vollblutmissionare. Ich weiss jetzt nicht, wenn ich euch ansprechen würde, würdest du von dir sagen, du bist ein Missionar? Da sind wir schon mitten im Thema drin. Nämlich, wann ist man das oder was heisst das und Mission überhaupt im 21. Jahrhundert? Wo stehen wir dort so ganz genau? Über das werden wir uns jetzt unterhalten mit eben zwei, die das sehr auf dem Herzen haben. Einerseits Michelle Marfurt, die hier Platz genommen hat. Herzlich willkommen, Michelle. Danke. Und andererseits der Fluri Bertsch. Und beide sind zusammen verbunden durch Kingdom Ministries und eben durch die Leidenschaft für das, den Menschen eben immer wieder das Evangelium zu bringen und sie schlussendlich auch zu taufen und zu lernen, was das alles heisst, das Leben mit Jesus. Mal frage zuerst dich, Michelle. Einige der Fluri ist ja, sagen wir, in diesem Bereich alte Saurier, kennen sehr viele. Oder? Der ist schon sehr gut. Und über Generationenfrage und Generationenwechsel bei euch werden wir noch ein bisschen zu reden kommen. Ja. Aber zuerst eben fragen wir die Dame in der Runde gerne, Michelle. Was ist das, was dich daran immer wieder so begeistert und fasziniert? Ja, eigentlich, seit ich Jesus kenne, ist das wirklich mir mega auf dem Herzen, einfach Menschen für Jesus zu gewinnen und sie auch zu Jünger zu machen. Und ich bin jetzt Mami von 4 Mädchen und ich lebe das einfach mit Haut und Haar in meinem Alltag, aber eben auch im Ausland und überall, wo ich bin. Ja. Und dein Umfeld ist meistens in Luzern, gell? Können wir auch noch so ein bisschen vorausschicken. Aber natürlich habt ihr auch grossen Blick auf international. Du bist jetzt gerade aus Äthiopien zurückgekommen, gell? Ja. Und wie tut sich das ein bisschen aufteilen, vielleicht, dass wir da schon einen Eindruck bekommen? Ja, also da hat uns Gott einfach wie in den Dienst hineingeführt. Wir haben in Luzern angefangen mit Gemeindegründung, mit Jünger machen und jetzt sind wir auch beide, mein Mann und ich, Teil vom Kido Ministry Team und haben auch Projekte eben auch im Ausland, eben wie in Äthiopien, Zentralasien oder auch für Europa, wo unser Herz schlägt. Und so sind wir ein bisschen Luzern, Schweiz, Europa, auf der ganzen Welt unterwegs für das Evangelium. Ja. Eben genau, ich habe ja ein bisschen spielerisch den Einstieg vorhin gemacht, oder? Wenn ich die Leute angesprochen habe, du wärst Missionarin oder ich sage dir, du bist Missionar. Was löst das bei dir aus? Du würdest das so, glaube ich, gerne sagen von dir selber, ja, oder? Voll. Ich finde es der schönste Job, den man haben kann. Wirklich einfach, es ist eigentlich wie mein Leitvers. Trachte zuerst nach dem Reich von Gott und das haben wir als ganze Familie so in unserem Herzen. Und wir haben uns, wie gesagt, wir wollen unsere Ressourcen, unser Leben, unsere Talente, alles, was wir haben, wirklich ins Reich von Gott hineingeben. Und Menschen zu Jünger machen und einfach, ich bin Vollblut-Evangelistin und Jüngermacherin. Ich liebe das. Wirklich, das ist der beste Job, den es gibt. Ja, schön. Und in deinem Fall eben, und tue ich jetzt mal überleiten zum Fluri Bertsch, wo eben jetzt auch das Jubiläum im Mai, Mitte Mai, feiert 30 Jahre Kingdom Ministries. Das ist eine Geschichte. Und es kommen noch mehr Geschichten zusammen bei dir in diesem Jahr. Gell? Das 24 ist gerade insgesamt ein bisschen speziell. Ja, genau. Ja, ich sage jetzt immer so 185, oder? Weil es kommen gerade so 4 Blöcke zusammen. Ich bin 65 in einer Woche und bin pensioniert. Ich habe einen Seniorenrabatt bei den Bergbahnen. Und dann ist es ziemlich genau 50 Jahre her, dass ich Jesus begegnet bin. Dort in Graubünden, in dem Bergdorf eigentlich, ein Bauerndorf. Und bei dieser Begegnung habe ich eben eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, das, was du erlebt hast mit Jesus, ist nicht nur für dich, sondern das ist eigentlich für jeden Menschen auf der Welt. Und das wird die Bestimmung sein von deinem Leben, dass du gehst bis ans Ende der Welt und das Ende von dir Zeit und das
weitertreibst. Oder? Das ist eben irgendwie das zweite Jubiläum. Das dritte ist dann 40 Jahre geheiratet. Juli haben wir 7. ist dann gerade 40 Jahre Ehe. Das ist auch eine Geschichte für sich. Und noch 30 Jahre eben Kingdom Ministries. Darum gerade so ein bisschen bald die Ladung. Ja. Das ist schön. Und eben jetzt pünktlich auf das Fest hast du ja auch das Buch herausgegeben, oder dir gemeinsam, da haben sicher mehrere auch noch dran gearbeitet, wo eben Mission im 21. Jahrhundert als Thema hat und das BeSend, eines von euren Tools, die ihr sehr breit schon umsetzt, auch international. Und dort hier ist hinten drauf, das hat sicher eine Bedeutung, warum, Fluri, ist drauf das Statement vom Missionskongress Lausanne 1974, 50 Jahre ist jetzt das her, der ganzen Welt das ganze Evangelium durch die ganze Gemeinde. Ja. Warum hast du das so hier hinten drauf platziert haben? Ja, der Kongress ist meiner Meinung nach, also eine ganz persönliche Meinung, ist das der wichtigste Kongress, den wir in der Kirchengeschichte haben. Der ist wie bahnbrechend für die moderne Mission. Und das ist einfach so das Hauptwort gewesen. Und was mich immer angesprochen hat dort, ist, ja, das Evangelium, das ganze volle Evangelium, der volle Jesus muss in die ganze Welt, aber eben dann der letzte Satz durch die ganze Gemeinde. Aber nicht nur Billy Graham hat das ja organisiert kann und er ist so ein Star gewesen. Und da hat man schon gemerkt, es kommt eine neue Zeit. Es sollen jetzt alle, also wir alle, darum die Frage vorhin, eben, bist du ein Missionar, würde man eben von Lausanne her sagen, ja, jeder ist da beteiligt, vielleicht ein bisschen verschieden, aber ja, es sollte jeder eigentlich zugerüstet werden, um in das hineingehen zu können. Oder? Ich sage eigentlich immer, jeder Christ soll ein Gesendeter sein und jeder Gesendete ein Gemeindegründer und jede Gemeinde soll zu einer Bewegung werden. Das ist wirklich eigentlich unser Herz, oder? Ja, genau. Ja, und jetzt ist ja die Frage, ein bisschen, wo stehen wir denn jetzt dort heute? Was ist schon passiert, auch seit jetzt Lausanne eben 74 und du hast ja die ganze Zeit sowieso an der Front miterlebt, Fluri, darum schaue ich mal zuerst wieder dich an, einfach von dieser Generation, die das so stark mitgeprägt hat natürlich. Was denkst du, wo sind wir jetzt heute? Auch natürlich mehr in Europa. Ja, es sind mehrere Sachen wie parallel abgelaufen, oder? Wir haben in der neueren Missionsgeschichte jetzt haben wir so wie wellenartige Bewegungen gehabt. Wir haben im 20. Jahrhundert ist die Pfingstgemeinde, die Pfingstbewegung, oder ist wie ein Tsunami über die Welt. Das ist unvergleichlich gewesen. Und dann in den 60er Jahren haben wir vor allem Afrika ganz grosse Bewegungen gehabt, in den 70er Jahren Südamerika. Und dann in den 80er Jahren war China gewesen, oder? Die grosse chinesische Erweckung. Und dann in den 90er Jahren ist es nochmal schneller gegangen. Dann haben wir zuerst den Aufbruch im Ostblock gehabt und dann nachher der Aufbruch in Indien. Und im 2000 ist dann der Islam gekommen. Und in dem ganzen Prozess hat es wie eine Verschiebung gegeben. Oder die ganze Missionsarbeit ist immer mehr von uns quasi weg in das, was man heute sagt, in der globalen Süden. Und wir, die es eigentlich angefangen haben, wir, die eigentlich die Ersten wären, sind irgendwo jetzt zu den Letzten geworden. Darum, das Ganze ist eigentlich eine relativ ernüchternde Geschichte für uns. Oder? Europa stagniert seit 50 Jahren, schrumpft vielleicht sogar leicht. Und an den anderen Ort explodiert es. Das ist, wenn man demütig muss man das eingestehen, dass wir heute von der Ersten quasi zu den Letzten geworden sind. Oder? Ja, wenn man das hier durchblättert, oder? Ich habe es ja jetzt noch nicht im Detail gelesen, ist wirklich frisch rausgekommen. Jetzt, oder? Gestern geliefert. Und da sieht man auch, dass viele Gesichter eben auch aus dem Süden, oder? Ja. Wo jetzt immer mehr auch die Frage kommt, ja, hey, und wie können wir in Europa das auch mehr und mehr transferieren daher? Oder ja, wahrscheinlich werden Leute auch gesendet wieder ins neue Missionsgebiet, oder? Kann man sagen? Ja, der Punkt ist einfach, oder jetzt, was ich gesagt
gesagt habe, ist ein bisschen die geografische Verschiebung. Oder die Mission explodiert im globalen Süden. Ich meine, du musst ein bisschen erzählen. Du bist gerade gestern zurückgekommen. Also, das ist für uns natürlich dann herrlich, so etwas zu sehen. Aber inhaltlich hat es eben auch nochmal eine Verschiebung gegeben. Das Verständnis, was eigentlich geschehen soll bei der Missionsarbeit, oder? Das ist heute auch im globalen Süden hat sich herauskristallisiert. Und das ist vor allem, dass man nicht mehr möchte einfach Leute zu Jesus führen und taufen, sondern man möchte Jünger machen, wo wieder Jünger machen. Dass es so, dass der Einzelne nicht nur beteiligt ist, sondern sogar zum Multiplikationsperson wird, oder? Ja. Und das ist inhaltlich noch eine Verschiebung. Und im Beten ist der globale Süden voraus, oder? Ja, genau. Aber gleich gibt es auch schon Erfahrungsberichte bei uns, wo man also eben sieht, dass das auch in unserem schweizerischen Umfeld sogar passieren kann. Und das habt ihr sehr eindrücklich zum Beispiel auch in Luzern erlebt, Michelle, oder? Ja. Ja, Mann, wir haben einfach von Jesus den Ruf bekommen, Jünger zu machen und haben angefangen in Luzern mit einem Team und haben gesehen, wie wirklich Menschen zum Glauben kommen. Dann haben wir sie jüngern, haben sie wieder aussenden, sie haben wieder neue Leute zum Glauben geführt und ja, wir sehen wirklich aus Gemeinde jetzt in der 3. Generation, das ist wirklich mega zu sehen, wie das funktioniert, einfach das Modell von Jesus. Es ist eigentlich nichts Neues, oder? Es ist so, wie es Jesus uns vorgelebt hat, so sollen wir es machen und es ist für jeden möglich. Es ist eigentlich mega einfach. Aber es braucht Hingabe und dass man auch das umsetzen, was Jesus wirklich gesagt hat, dass Jünger machen, Menschen zu Jünger machen, die wieder Jünger machen. Und das ist wirklich... Du hast mir ja gesagt, ihr seid wirklich losgezogen mit diesem Wunsch im Herzen, aber eigentlich nicht so genau gewusst, auf dem Campingplatz oder was seid ihr dort zuerst am Anfang und weil euch wie Gott dorthin gerufen hat oder mal? Ja, genau. Das ist einfach, wo Jesus uns wie so in den Vollzeitdienst hineingerufen hat, das war das einfach am Anfang so gewesen, wo Jesus gesagt hat, Job kündigen, Wohnung kündigen und sind wir auf den Campingplatz gezogen. Und das war wieder der Anfang gewesen, halt, von diesem Ruf vom Jünger machen, wo wir ganz viel haben lernen. Ja. Und genau alles, was dazugehört, also am Anfang wahrscheinlich, braucht es eine Beziehungspflegezeit oder ich weiß nicht. Also, so stelle ich mir es auf jeden Fall auch vor, wenn jetzt so da denken vielleicht, was machen die hier und so überhaupt? Oder wie habt ihr das so erlebt? Ja, also wir haben einfach das umgesetzt, was in der Bibel steht. Wir sind den Menschen von Jesus erzählen, haben die Kranken geheilt, haben Dämonen austrieben, haben Leute taufen und Gruppen formen. Und dann haben wir in dem Sinne haben wir sicher auch viele Fehler gemacht, aber wir sind einfach mal losgezogen und nachher haben wir das erleben, was in der Bibel steht. Und ja, heute haben wir halt einen grossen Erfahrungsschatz in dem Sinne und können das halt auch weitergeben und auch Leute in dem Sinne trainieren. Ja. Und da kommt eigentlich auch dann auch das Bisent eben zum Beispiel ins Spiel, oder? Wo ich vorher auch schon kurz erwähnt habe, wo wirklich so eine... Es gibt ja nicht einfach das einzige Ware oder so Konzept, oder? Und dann mach nur 1, 2, 3 und dann ist es so. Oder täusche ich mich da? Wie erlebt ihr das so ein bisschen? Oder was macht das so besonders? Du hast ja da auch den Flyer noch dazu genommen, gell, wo jetzt gerade 3 Monate Vollzeittraining, das man machen kann, zum Beispiel. Oder, ja, genau. Aber jetzt haben wir vorher ein bisschen vom globalen Süden auch noch geredet. Und ich glaube wirklich, Europa wird es jetzt noch eine richtige Erweckung geben. Und jetzt ist es wie so eine Vorbereitungszeit. Ich glaube, die Leute jetzt hier in der Schweiz oder auch in Europa, sind wir zum Teil so wie im Dornrösli-Schlaf, so wir als Christen, sind noch nicht ganz aufgewacht, dass wir wirklich einen Job haben, den wir umsetzen sollen, das, was Jesus gesagt hat. Und ja, mit dem Bisent Europa, das ist eben Vollzeitschule, wo wir Teams trainieren, in dem Jünger machen, wie kann man gehen, wie kann man Personen vom Frieden finden, wie kann man Menschen zu Jünger machen, wie kann man Jüngerschaft wirklich leben und wie kann sich das Ganze multiplizieren. Und ja, da haben wir eine grosse Vision. Da glaube ich, da können wir in den nächsten Jahren ganz viele Leute in dem eben trainieren und ausbilden, weil die Erweckung wird kommen mit dem in Europa auch. Ja. Das ist Bisent Europa. Ja. Natürlich der Fluri auch noch gerne zu Wort kommen zu dem, weißt, was du dort auf dem Herzen hast.
und du, wo du so stark mitgeprägt hast. Und jetzt, gerade wenn du eben 30 Jahre Kingdom Ministries und so diverse, hast du andere Jubiläen auch erwähnt, was hast du vom Herzen aktuell? Weißt, was denkst du, was kommt da bei uns? Oder wir haben eben 30 Jahre Jubiläum. Das wäre jetzt, wenn man zurückgeht, ist das 1994. Und jetzt quasi unter den Missiologen sagt man, das ist genau der Zeitpunkt Sinn. 1995 ist wie die Änderung. Also das, was der Heilige Geist dort angefangen hat zu betonen, ist gesehen, dass normale Leute, Laien, nicht nur die Trainierten und Geschulten und so, dass die Leute quasi gebraucht werden, um den Jüngerschaftsbefehl zu tun. Also die Jüngerschaft, das ist der Megatrend vom Heiligen Geist geworden, oder? Und der Heilige Geist hat das angefangen im Süden und dort habe ich jetzt Hunderte und Tausende gesehen, normale Leute, die sich da reinanlassen haben, wo wir auch können wie trainieren für das. Und da sind sie nachher rausgegangen. Und was mich am allermeisten noch verblüfft hat, war, dass unter all diesen Leuten, das sind ja mehrheitlich junge Leute, die sich da nochmal engagiert haben, aber eben nicht Vollzeiter. Dort sind vor allem Frauen so zwischen 18 und 35. Dort habe ich gemerkt, dass Gott die noch ganz besonders reinruft. Wahrscheinlich, weil sie so lange wie unterdrückt sind oder verstummt sind. Und dann habe ich gesehen, wie die plötzlich angefangen haben, Freude zu bekommen, das Evangelium auszutragen. Die haben angefangen zu taufen, die haben angefangen, Dämonen auszutreiben, Tote aufgeweckt. Wir haben x Geschichten so gesehen, wie Gott speziell mit der, aber generell, oder? Und jetzt kann man sagen, jetzt sind wir wie da in unserem Europa, sind wir wie 30 Jahre verschoben. Das, was damals, was man so geschmeckt hat, wie plötzlich Leute bereit sind, das spürt man jetzt, das schmeckt man jetzt da in der Schweiz. Und da glaube ich eben, das wird noch mal ändern. Wir sind zwar einmal die Ersten gewesen, sind jetzt die Letzten, aber was in der Bibel auch steht, die Letzten werden noch mal Erste werden. Also, aber jetzt muss man die ja eben auch zurüsten. Oder die können das jetzt ja nicht einfach aus dem FF raus. Und darum haben wir eben das Send. Das ist ja das Zitat vom Buch Jesaja. Oder wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Oder hier bin ich, sende mich. Haben wir das quasi genommen. Hey, komm, lasst euch doch noch mal zurüsten. Und eben, also ich finde das fantastisch, was ich sehe da in Luzern, oder? Aber ich sehe es auch in anderen Orten, oder? Ich sehe den Kuno in Zollikofen oder den Christian Kuhn im Welschland. Und also, oder wenn Gott so etwas tut, auch in Spanien habe ich Leute gesehen, in Deutschland, oder da kommt etwas, oder? Und das, die Morgenröte, das ist halt das, was irgendwie das Herz höher schlagen lässt, oder? Das ist irgendwie, darum habe ich ja gesagt, das Jubiläum, da 30 Jahre, das ist eben jetzt, oder? Bis dahin hat Gott irgendwie in die Richtung geführt, oder? Aber das ist nur so ein Gedenkstein. Jetzt geht es nochmal weiter und dann kommt Europa dran, oder? Das ist so ein bisschen das, wo brennt, oder? Und wo ich schmücken einfach und unbedingt dabei sein möchte und das noch sehen, oder? Und jetzt, Michelle, bei dir von der jüngeren Generation, so, schmeckst du das so auch? Ja, absolut. Ja, ich merke wirklich wie ein Aufbruch auch da und ich finde es auch mega schön, dass ich auch als Mami jetzt von 4 Kindern einfach voll ins Reich von Gott hineingehen kann. Und ja, ich glaube einfach, da sind noch so viele Frauen auch draussen, die so eine Berufung haben, eigentlich auch in dem innen zu laufen. Und ja, ich will sie auch einfach ermutigen, dass sie Talent haben und dass man sogar auch, wenn man Mami ist, sich voll für das Reich von Gott hineingeben kann. Und ich glaube, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, gerade auch mit den Kindern, ist wirklich die Jüngerschaft auch, oder? Wenn man wirklich investiert auch in die eigenen Kinder, schlussendlich setzt einem das auch ein bisschen frei, habe ich gemerkt. Und habe ganz viel in dem gelernt, wenn man eigene Kinder hat, die man zu Jünger macht. Ja, das macht Spass. In welchem Alter sind jetzt eure Kinder? Ja, also die älteste ist 9, dann 8, 6 und 3. Ja. 3, genau. Ja.
Und sie sind auch einfach, wenn ich jetzt bin ich eben gestern von Äthiopien heimgekommen und sie sind wie ein Teil einfach von dieser Mission, die auch im Gebet unterstützen oder ja, und sie einfach mittragen auch. Ja. Und mein Mann natürlich, der mich auch freisetzt in dem Sinne. Manchmal geht er ins Ausland, dann bin ich natürlich bei den Kindern, das ist auch in den letzten Jahren auch meistens natürlich so gewesen, aber jetzt können wir uns auch abwechseln. Genau, letzte haben wir uns in der Luft sozusagen getroffen. Der Pascal ist von Äthiopien zurück und ich bin runtergeflogen. Ja, genau. Ja, abenteuerlich ist es auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Aber das ist ja das Leben mit Jesus sowieso. Ja. Also von dort her, genau. Und ja, im Fall ist das vielleicht noch ein speziellerer Ruf, den ihr sozusagen drinnen hattet. Jetzt, wenn wir das Fest so ein bisschen vor Augen haben, so in ein paar Tagen, wo ja das gefeiert wird, auf was freut ihr euch dort? Oder frage mal bei dir, Fluri, mal noch einmal, auf was freust du dich dort hier vor allem? Ihr werdet ja auch Gäste haben aus Äthiopien zum Beispiel und sonst allgemein. Ja, das ist halt eben ein bisschen eine Sache mit diesen Jubiläen, oder? Aber was ich mich am meisten freue, ist, dass ich gemerkt habe, dass Gott auf die 30 Jahre her wie eine neue Generation von Leuten gegeben hat, die jetzt mitlaufend und die Vision aber weitertragen, auch nach Europa und nach außen, so die Perspektive. Es ist nicht, wie man bei den Jubiläen, so der Anfang vom Ende, wenn man langsam irgendwie noch... Der Gründer. So irgendwie zu merken, es hat einen anderen... Das ist eigentlich das, was mich am meisten freut. Und eben das, was jetzt Michel gesagt hat, das ist einfach für mich ein neuer Ton, dass eben auch Frauen sich voll in das hineinrufen lassen. Nicht einfach an der Seite vom Mann, sondern das selbstständig tun, dass Mamis das machen können, oder? Da ahne ich, da kommt eine Revolution, oder? I have a dream. Ja, das ist, wenn ich bete, habe ich das hunderte Mal gesehen. Ich sehe das immer, wenn ich für Europa bete, sehe ich eine Armee von normalen Leuten, die das für die Fackeln und wie sie es einander in die Hand geben und wie es weitergeht und sich bewegt. Und dann sehe ich immer, es ist immer das Gleiche gewesen, wie sie durch Italien laufen, durch Frankreich laufen, Norden, Süden, Westen, Osten, so, oder? Und etwas von dem würde mich am meisten freuen, oder? Wenn das nicht irgendwie nur Rückblick ist. Wir sollen mit Dank quasi zu Gott kommen und das tun wir sicher auch. Aber der Ausblick und dann eben die zwei, die dann noch kommen von Äthiopien, das ist für mich eben auch ein Symbol, dass wir nicht einfach jetzt staunen und sagen, ja, das passiert alles in Afrika und das passiert alles in Asien oder Südamerika und wir da haben nichts, sondern wir möchten zeigen, nein, es geht jetzt eigentlich um eine Partnerschaft, oder? Dass sie etwas von dem uns geben, von dem Feuer, von dem Sehen, wie Gott durchbricht. Und wir können aber auch bei ihnen, wir können auch runter und können genau mit ihnen gehen. Also das ist eine Art Partnerschaft. Weil schlussendlich geht es eben, wir wollen ja die ganze Welt mit dem ganzen Evangelium durch die ganze Gemeinde, nicht nur die im globalen Süden. Ja, ich hoffe, dass etwas von dem einfach durchbricht, oder? Also wenn man euch da so zulässt, das kann fast nicht anders rauskommen, als dass das so auch jetzt zu spüren wird hier an diesem Fest. Ja. Genau, und da ist Gutes im Gang. Ja. Also wirklich, das ist schön. Mehr davon, können wir nur sagen. Ja. Auch im Gebet, dass das noch mehr kann in den nächsten Jahrzehnten sich genau in die Richtung weiterentwickeln. Und da wünschen wir einem Team von Kingdom Ministries, wo eben unter anderem Michel dazugehört, ihrem Mann, und wer alles könnt ihr euch informieren oder ans Fest gehen, am besten vielleicht gerade selber, und in Kontakt kommen mit den Leuten von Kingdom Ministries. Wir tun den entsprechenden Link in die Videobeschreibung auch noch dazu, und dann habt ihr alle Infos, und natürlich berichten wir auf LiveNet sowieso auch noch in Artikeln über das Jubiläum. Und danke einfach vielmals fürs Gespräch, euch beiden, und ein schönes Fest, und euch danke fürs Interesse und bis gleich wieder.